Die wunderschöne Gerudo-Stadt bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom sieht soweit, naja, wieder bevölkert aus. Also ein bisschen Wasser hier drin, schön. Die Mädchen rennen herum. Muss mal gucken, ob irgendwo Mathilde noch ist. Oder ob ich da noch irgendwas anderes machen muss. Ich hab sie gesehen. Was ist denn das Rezept? Was haben wir da? Salz, Tomaten, Milch. Schön. Hölzerige, mach mir doch Sorgen. Wohin willst du? Die Siegerbahn, die sich in Gerudo-Tal herumtreibt. Oh, die ist immer noch hier. Was ist ein Drama? Hä? Beim Wasserfall in der Straße. Welche Straße? Einfach hier halt? Dass irgendwo hier ist, das wissen wir noch. Warte mal. Doch, hier. Wobei jetzt hat die Rede von Gerudo-Tal. Hinterm Wasserfall. Ja, vielleicht muss ich dann mal zu Fuß mal hin und gucken, was da eigentlich so abgeht. So, die Geheimzutat Liebe. Aber will uns jetzt was kochen oder was? Herzchensuppe. Ah ja. Monsterherzen, das Geheim... Sag mal. Was ist los mit dir, Weib? Kann ich auf eine Maxi rübergeben? Nach Typ. Falls ich eine habe, ist Chance glaub, relativ hoch. Ja, nur eine, super. Schön hier im Wasser drin. Gut, ja, geh planschen, ne? Ist geil. Da muss man hier ganz kurz ein bisschen was duplizieren. Die Dinge, die ich eh nur einmal habe, kann ich mal ganz kurz machen. Dann habe ich es auch für den Fall, dass ich halt die Außersehen mal einsetze. Da irgendwie weggebe, so noch mal ein im Inventar. Edlige Flügel. Ja komm, kann man einen noch machen. Maxi Lachs. So. Jetzt 2 Stück von der Maxi rüber. Er war's aber auch nicht. Wenn ich die eigentlich in den Topf reingebe. Bringt auch nichts, wa? Wie sieht's denn aus mit Rezept? Können wir überhaupt eins auswählen? Dubiose Matsche. Naja, warte mal. Wenn ich einfach Milch und Frostmelone, aber statt halt kein Monster dazugebe. Was wird dann daraus? Man kann ich eigentlich so und dann... Oh. Entfernen. Okay, warte mal. Okay. Zitterfrucht haben wir ja. Melone auch. Wo ist die Milch? Haben wir auch ein paar. Die Frage ist halt, hey, ist man irgendwas Geheimzutat, irgendwas Herziges, Herzförmiges? Ich meine, ich könnte auch das einfach mal kochen und gucken, was passiert. Ich kann durchaus auf einen geilen Goldapfel reinpacken. Weil sonst irgendwas Herzförmiges wüsste ich jetzt gar nicht, was irgendwie hätten. Es wird sicher irgendwas geben.
Sei es eine Frucht, sei es Gemüse, also in der Richtung irgendwas. Man kann jetzt auch mal kochen und gucken, was passiert. Weil viel passiert sowieso nicht. Warum? Weil ja sowieso kein Feuer brennt. Ich glaube, auch sonst wird irgendwie nichts passieren, wa? Oh, da geht es in den Untergrund. Da ist momentan eh nichts los. Ich will ja gucken, wo ist die Alte, die wir vorhin geredet haben. Kochkurs? Okay, guck mal. Gourmet-Rezept. Okay. Monster-Essenz. Vielleicht müssen wir das Rezept von ihr, von der anderen, statt mit dem Monster Herz auch mit Monster Essenz noch kombinieren. Ich meine, ihr könnt es machen, aber will ich es überhaupt? Ja, toll. Ja, ist egal. Ja, ihr könnt es mit der Ultra vermutlich runterholen, aber scheiß drauf. Der Mantawanzen, Hyrule-Reis. Wir haben im Besitz 15. Wir brauchen ein bisschen was für Angeln steht. Ja, was sagt zurück? Wieder die nicht hier. Den Rest kann ich auch vergessen. Wie sieht es hier aus? Ein paar Pilze. Hübscher Pilz. Besitzt Zitterling. Wie viel hat sie hier? Ja, auch nur einen. Super. Schwertling, Rüstling. Wahrsack, Wahrsack. Was verkaufen könnt ihr ja auch, aber sparen noch für später auf. Noch ein bisschen gucken. Wahrsack. Morgen Viertel von 9, stehe gefälligst auf. Welche kleinen? Ah, Mathilda. Dann in einem Zimmer schlafen. Wo ist denn Mathilda? Ja gut, sie hat ja gesagt, in einem Raum mit anderen zusammen schlafen. Also muss ich auf ein größeres Zimmer suchen. Eigentlich logisch soweit, wa? So, ich glaube hier ist sowieso alles soweit okidoki, oder? Wir müssen trainieren. Ach ja, die scheiß Ding. Scheiß Quest quasi. Da ist ein Monsterversteck. Das ist eine Rampe? Oh Gott, die sind in Side-Quest, eine ganz üble. Savotta. Ja, waren wir schon. Das Ding kennen wir ja. Große Statuen, ich habe keine Ahnung. Das ist ein fettes Schwert hier, wa? Ich reiße zwei Hände und will wieder mal vom Miasma zerfressen. Diese Ruinen waren im österen Teil der Wüsten. Es gibt dort halt diese großen Statuen, die gegenüberstehen. Ja, ich würde sagen, nehmen die Dinge natürlich auch gerne mit, die Quest. Ich weiß nicht so recht weiter. Ja, verständlich. Da ist wohl der Robbenverleih, wa? Ich frage mich halt, ob ich auch mit dem Robbenverleih da in die Südoase könnte, um dort die Quest zu machen. Könnte man sich mal angucken, aber wie bereits erwähnt, ja momentan irgendwie nicht so richtig Lust hier. Nochmal ein bisschen was in Judostadt zu machen, also sowas halt, Nur ganz kurz umgucken, alles mitnehmen, was man irgendwie mitnehmen könnte. Und dann wieder aufbrechen. Zu den nächsten Abenteuern. Vorerst halt. Also Geheimclub hier oder was? Ja, er riecht zumindest so. Wüsten-Schulterschutz. Ich wollte gerade sagen, haben wir eh schon leer gekauft. Eine Hose wäre nicht schlecht.
Sandstiefel. Ja, holen wir ihn später. Ich laufe nicht weg. Kann man ja auch hier, können wir ein paar Diamanten duplizieren und die Dinger kaufen. Das können wir alles jetzt schon machen. Nee, noch nicht. Eben, könnte ich machen. Bin ich momentan eher noch ein bisschen zurückhaltend, weil es eigentlich nur dann machen, wenn es nicht anders geht. Und einfach das eigentlich Quatsch ist. Weil es hindert mich ja nichts daran. Okay. Auch interessant. Eine W und eine Wei. So, das ist übrigens auch so eine Kugel. Ja, kann ich ja mal runterbringen, wa? Wenn ich schon frage, wenn ich dir. Jetzt mal angenommen, diese Kugeln sind irgendwo und nirgendwo hier in der Wüste verteilt. Soll ich wirklich immer so hier hinbringen? Teleportieren geht nicht. Ihr könnt natürlich irgendwo ein cooles Gefährt ranpacken und hier rüber fliegen. Das wird natürlich auch gehen. Aber sonst weiß ich nicht. Wo sind denn die Kids? Also morgen. Warte mal. Wenn es morgen ist, eine Kids hier sind, ist vielleicht Mathilda hier? Pup. Ja, ist gut. Müsste eigentlich, hä? Neue Kugel. Noch eine Frostmelone, okay. Das Pseudo-Triforce. Nach unten hin offen. Hier. So. 4 Kugeln fehlen noch. Oh Gott, ey. Hier sollen alle Geister hin. Mhm. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Können wir verkleiden, wa? Damit wir nicht sehen. Man könnte es versuchen. Wird mir nichts bringen. Nee. Ernsthaft. Ja, cool. Wurde ich angeschlossen. Nicht der Versuch, Freunde. Nicht der Versuch. Du Richu, ich brauche mal eine Sondergenehmigung. Ist das okay für dich? Nee. Ja, den muss ich noch suchen. Die Statuen halt. Hup. So weit so. Warte mal. Sagt jetzt eigentlich irgendwas und ihr sagen, hallo, ich bin da draußen. Da sperrt es dann wieder ein. Jo, was geht? Wie bist du rausgekommen? Aha. Ja, ja. Ich hab dir gesagt, dass du gehen darfst, Mann. Und der andere muss Ewigkeiten darin verrotten, wa? Schon krass irgendwie. Jetzt gerade kurz gelaggt, keine Ahnung warum. Donnerblumen. Ganz ehrlich. 120 für 3 Donnerblumen, nee, vergiss es. Da bin ich tatsächlich so frech und sag mir, nee, die dupliziere aber lieber. Alles frisch gefangen, ich wurde ja gebraten. Sava! Sag Mathilda jetzt die Geheimkarte.
Aber Mathilda, da ist sie doch. Der Trend geht zu kurzen Begrüßungen. Mama hat mir Savak beigebracht, aber das klingt heute viel zu altmodisch. Oh, du hast uns doch geholfen, oder? Sag dafür. Für mich da, auch wenn sie weit weg sind. So. Da werden sie sich freuen. Okay, jetzt will ich ja die Geheimkarte zeigen. Ich gehe natürlich gleich mit. Mal ganz kurz nachher gucken. Nein. Ein Wohlbord beobachtet uns. Ja, Kochunterricht und so ist ja schön. Was habt ihr denn, kleine junge Damen? Achso, die Geheimkarte. Geheim, geheim. Genauso aussieht. Das ist also Mathilda. Ach, schön. Dass es wirklich auch hier ist, hä? Aber halt auch nur, weil wir in Taburasa waren. Wären wir da noch nicht gewesen, wäre sie auch hier noch nicht. Das sind so kleine Details, wo ich sage, es macht ein Spiel so viel liebenswerter und detaillierter halt. Ein Clear und Brenn und Boom. Boom, Shakalaka. So. Massagen kühlen ab. Savak, Savak. Wassak auch. Wassak zurück. Wassak im Kreis. Wassak. Wassak. Wassak, Wassak. Hä? Ist ausgebucht? Du kannst du jederzeit haben. Fliege zum Sonderpreis. Hauptfliege gefälligst? Ja. Hatten wir schon ein paar Mal. Also, einmal. Nee, mehr. Das war schrecklich. Gut, dass du wohl auf bist. Hallo, die Damen. Das für dich als Dankeschön. Oh, ein Diamant. Cool. So eine Bedeutung bist. Das lange Wind nur dir. Sag, sag. Die Schatzwaffen für dich anfertigen. Also einen Schatzsäbel und einen Schatzschild. Ja, würde ich wissen. Das wäre meine Ehre. Jetzt fängt das wieder an. 4 Diamanten, 10 Feuerstab, ein Gerudo Messen, ein Gerudo Schild. Der stolze Gerudo. Also mein Gerudo Schild habe ich ja. Gut, ist jetzt hier Schild mit Gerudo Schild und hier Spiegelschild. Also quasi Sonnenschild mit Spiegel. Das selber kriege ich schon hin, der Gerudo Dolch. Ob der noch irgendwie rumliegt oder so. Schon ein paar Mal gesehen. Das ist irgendwie wie bei den Orni, wa? Tiber will uns einen grauen stärkeren Bogen machen, wenn ich die Materialien dafür finde. Also merken wir uns das mal. Also ich habe eigentlich das bei Ding hier, Schmuckladen, Creme. Also haben wir das so. Der Stern ist irgendwie so. Das hier vielleicht, weil es um Waffen geht. Dann könnte ich Tiber eigentlich auch mal noch markieren. Wo ist er überhaupt? Hui, wo ist denn hier Theba? Ja, im Nachhinein weiß ich schon noch, was ich damit gemeint habe. So, Diamant-Stirnband. Wir haben hier ein Rhodonit-Stirnband. Saphir-Stirnband. Ah, das sind die teuer. Topaz-Ohrringe, die werden eigentlich mal etwas, war also der Elektroschutz. Wenn wir genug Kohle haben und so, dann
Holen wir uns alles. Di-du-du. Das soweit zu Gerudo Stadt. Ich könnte eigentlich auch noch zum Bazar gehen und gucken. Okay, von hier aus kamen wir auch unter anderem. Hier haben wir das. Mit Freiem Oster zu sprechen. Was sag? Ja, Muster kann ich auch, das stimmt. Ist vielleicht ein Säbel drin? Leider nicht, wäre jetzt ein purer Zufall gewesen, weil am anderen Ort, da gab es ja den Speer. Aber hätte sein können, okay. Irgendwo noch etwas Spezielles? Ich kann einfach nicht. Eine unglückliche Beziehung. Ein Sandsturm. Ich habe kein Glück mit dem Voi. Das tut mir leid. Das kommt schon noch. Irgendwann, irgendwie. So, alles mitnehmen. Vielleicht zum so. Ich war niemals hier. Was ist eigentlich? Sandro am Verleih. Ein Sternsymbol. Aha, schlaft sie vielleicht hier, weil es hier so viele. Wobei, so viele Betten sind es gar nicht. Ich dachte gerade an Mathilda und Co. Bar, Durststrecke. Ah. Die Bar. Die Bar. Oder die Bar? Ah, ich glaube, es war die Bar. Was ist so eine Variante? Wei will Woi genießen. Wei will Woi genießen. Den behalte ich mal. Wer weiß, wer ihn gerne hätte. Du. Ein Voi gibt dir den Ding aus, okay? Hat ja schon mal geklappt. Schade, dann mit dem Helm könnte es klappen. Ja, aber ihr habt ja auch schon, oder versucht zu erklären zumindest, dass ihr Voi sein könnte. Also ihr wollt nicht hören. Okay, okay. Da ist im Moment nichts weiter zu holen. Ist das der Ballon, mit dem Mathilda hergekommen ist? Könnte sein, war, weil wir kriegen ihn gar nicht weg. Ups. Okay. Ja, Freunde, ich glaube, das war's vorerst mit Gerudo Stadt. Das Wichtigste haben wir getan, beziehungsweise auch hier überall ein bisschen aktiviert. Jetzt sind noch eine Lanze, die habe ich nicht vergessen, aber mein Ding ist eh voll. Dann würde ich mal sagen, ich begebe mal noch schnell zum Wüstenbazar, mal gucken, ob da noch was ist. Und zum Stein natürlich, da könnte jetzt auch was los sein. Vielleicht könnt ihr irgendwie ein Pferd holen oder so.
Spähposten müssen wir auch bald wieder. Ich überlege sogar, ob ich zuerst halt zum unteren müssen was machen soll, wenn wir zum Spähposten zurückkehren. Also nur weil es irgendwie anbieten würde, sag jetzt mal. Frisch gejagt. Ja, vor allem die Exoforce-Schwänze sehen sehr frisch aus. Bisschen zu frisch für meinen Geschmack. Unbegrenzt verfügbar. Ja, sie hat's wieder. Wie lästig die schon wieder? Ich hoffe, ihm geht's gut. Da ist noch so eine Kugel. Ja, aber die Kugel, die schafft nie so, die durch die Wüste teleportieren kann ich auch nicht. Also die müsste ich irgendwie mit dem Gefährt durch die Wüste bringen. Treibsandtrichter. Ja, war klar, es nicht geht. Das war irgendwie zu erwarten. Okay, okidoki quasi. Was sind die ganzen Gelees? Sie hat auch nix. Neues zumindest. Die pennt wie immer. Oder ist einfach abwesend. In ihre Bücher vertieft. Okay. Aber gut, also hier haben wir noch so eine Kugel. Keine Ahnung, wo es noch überall Kugeln geben soll. Ich will zurück ans Meer. Angeln steht. Ah, stimmt. Das Ding müssen wir anders machen. Scheiß Baumstämme dahin transportieren, wa? Ja, okay. Gut. Dann zum Stall. Die Feen sind noch so ein Thema, wa? Und gerade Frage, die Folge, damit ich auch ein kluges Thumbnail haben, wir eben auch mit der Hauptstory ein bisschen vorwärts kommen, dass ich doch mal in den Norden gehe und mir dort die Glyphe hole. Und dann vielleicht auch mal ganz kurz nochmal zurück in die, ich wollte gerade sagen Grabkammer. Nein, die Kammer mit den Geoglyphen. Damit ich nämlich nochmal kurz gucken kann, wo die anderen Geoglyphen sein sollen. So, wie sieht's hier aus? Alles wieder picobello, da steht wieder das eine oder andere. Ein paar Kisten, muss ich wieder abfackeln. Okay. Ja, schade. Ich dachte, wäre wieder in Betrieb. Hätte ja sein können. Dann eben nicht. Ich mache mir trotzdem nochmal auf den Weg, den ich ja schon mal irgendwie... Das haben sie auch hier markiert, damit ich da mal hingehe. Die Markierung habe ich auch noch, da ist wegen den Jäger, oder dem Versteck besser gesagt. Soll das mal ein bisschen anders markieren. Ja, komm. Also ich schätze mal, wir brauchen irgendwie ein Jäger-Outfit. Wo man das bekommt, kein Plan. Klar, ich könnte mich darüber informieren, würde ich aber vorerst noch damit warten. Denn seien wir ehrlich, ich habe generell, dafür, dass wir schon so viel vom Spiel gemacht haben, aufgedeckt haben uns so noch sehr wenige Rüstungen. Aber sehr wenig. Da müssen wir auch dringend noch mehr machen. Das heißt, ja, mal die ganzen Plätze angucken, zuerst im Wüstenbasar. Also die Stelle angucken, die wir auf der Karte markiert haben. Vielleicht gibt es auch viele Rüstungen im Untergrund, da waren wir noch kaum. Die Glyphen zu erforschen, dann bin ich auch auf dem Weg dahin. Und ja, so mal ein bisschen gucken. Und ich meine, sonst nur kann ich eben noch irgendwie Komplettlösungen so nachgucken. Oder irgendwie schnell googeln, oh, Jägerversteck, wie kommt man da rein? Aber da will ich eher noch ein bisschen zurückstellen. Und eher selber versuchen. Zumindest so lange es mir nicht auf den Keks geht. Also sobald ich merke, da ist scheiße das Ganze, dann sage ich mir vielleicht doch, ja, okay. Wenn wir irgendwie einen Tipp holen oder so. Normalerweise bei sowas kriegst du schon irgendwelche Hinweise. Oh gut, vielleicht gibt es Hinweise im eigentlichen Jägerversteck, ja. Ich meine, hier, irgendwo, hier ist ein riesiges Ding. Nicht ursprünglich irgendwie diese Arena von Koga? Aber hier rein müssen wir eigentlich sowieso ein Sieger, also irgendwo hier müsste eigentlich das Siegerversteck sein. Wir sehen noch einen Turm, von dem her, praktisch.
Ich glaube, ich würde sowieso erstmal dahin gehen, weil vielleicht da noch irgendwie einen Hinweis darauf finden, wo Koga irgendwie sagen, ah ja, hier und da aber noch irgendwie, naja, halt Rüstungsteile versteckt. Könnte ja sein. So, am Ende des Weges, aber viel sehe ich ja auch nicht. Da etwas zum Aufsprengen. Mhm. Also, so geht's natürlich auch. Wow, ernsthaft? Und ab durch die Decke, Freunde. Okay. Da geht es ein bisschen hoch. Und dann zum Turm. Da ist das Jäger versteckt. Das kennen wir auch schon. Den sind auch noch ein paar Dinge zu erforschen. Okay, okay. Wir haben das Foto gemacht von Matilda. Ich gehe mal zu einer Taburasa. Ist aber eigentlich hier die Markierung noch. Das macht auch keinen Sinn mehr. Ah ne, stimmt, warte mal, ich wollte die Geoglyphe holen. Ah, fuck. Mal zurück. Und nachher, wenn wir in Taburasa sind und dort noch ein paar Module und so gemacht haben, können wir, glaube ich, auch wieder mal ein paar Amiibos einscannen. Haben wir auch schon lange nicht gemacht. So, die Dinge will ich nämlich holen. Da ist noch der Stall, der eigentlich dann auch hier in der Nähe wäre. Ja, ich wollte gerade irgendwie sagen, komm, wir können eigentlich auch... Ich will so Geoglyphe, kann man machen von hier aus. Ich muss von oben irgendwie gucken, wo zum Henker da das Ding sein könnte. Die Träne. Von unten ist es ein bisschen schwierig, vor allem diese Geoglyphen ein bisschen größer ist. Die Stelle, vielleicht in der nächsten Folge, dass wir da mal wirklich mal einen Rush machen, alle Stellen ineinander abklappern, weil eben die ganze Map ist ja aufgedeckt. Dass wir dann wirklich sagen, okay, der eine Stall, da wissen wir, hier unten muss irgendwas sein, okay, gehe ich in die Richtung. Und solche Dinge halt. Oh, das erste Diamant schon wieder. Okay, wir ein paar verkaufen. Für ein bisschen Kohle. Ja, ich weiß, es ist arschkalt hier. Und ich habe 0 Schutz, das ist auch nicht so geil. Blick über den Konstruktbogen. Wenn wir so einen davon haben, mal behalten sollen. Messen mal auf den. Okay. Hoch da. Haben wir Marichu ist eigentlich schon dabei, oder? Haha, da unten. Man sieht sehr schön. Das sieht man dafür auch. Das hier nicht eigentlich die Stellen, wo ich damals... Okay, creepy. Ich könnte nicht schwören können, das sind die Stellen mit dem Tempel. Himmelstempel. Hä? Oder das haben wir jetzt einfach irgendwie falsch geguckt. Das kann natürlich raus sein. So, da unten ist die Geoglyphe. Hä? Da ist ja ein Schrein. Wieso war ich da noch nicht? Hä? Was war denn damals mit mir los? Was ist los? Ganz ruhig, Kumpel. Chill in der Base, Alter. Danke, Tulin. Tulin Skies oder wie auch immer. Das sind nur Alpha-Dinger. Das hier ist auch ein bisschen creepy. Ist das dafür da, dass ich zu dem Ding da hinten komme? Zu den Borg-Kubus. Egal, wir gehen erst einmal zum Schrein.
Also nicht zu machen, sondern nur zu markieren. Und irgendwo hinten war da der scheiß Drache. Ah, da unten ist er. Oder fliegt, besser gesagt. Okay. Müsste dann ja ein Eisdrache sein. So. Gut, ich nehme mal an, es müsste hier in der Stirn sein. Ne? Alles andere würde mich jetzt bei Ganondorf hier wundern. An den Händen wäre auch eine Option. Der hat überall irgendwie sowas, was aussieht wie Tränen. Am Kopf wird das Sinn machen. Da ist der Schneesturm hier auch weniger geworden. Vermutlich halt auch dank der Story war, weil die halt vorangetrieben haben. War nicht hier unten noch Miasma-Hände? Ist auch einfach mal wegklatschen, wa? So. Aktiviere den Schrein, please. Dann haben wir das auch mal. Was ist denn da unten los? Ein Graukumpel. Vermutet da drüben. Können wir uns vorstellen. Okay. Machen wir, Freunde, machen wir. Richu? Nee. Der Drache sollte mich hier nicht sehen. Oh, das sind nur die Vierer. Da hinten fliegt er rum. Sehe ich ihn eigentlich schon von hier aus? Ah ja. Im Frostgyrok. Oh, hatte ich schon. Naja. Ich wollte gerade fragen, wieso steht da vorne aber so ein einsamer Krockkumpel? Komm, jetzt kann das Teil mal verbrauchen, ey. Ein paar Felsen, lustig. Weg mit dir. Haben die hier jemand rausgeholt oder was? Okay. Creepy. So. Es müsste Ganondorfs Fresse gewesen sein, genau. Sag mal. Kannst du bitte mal platt machen, Richu? Könnte hier die Stelle sein, Alter. Das Ding ist riesig, Freunde. Riesig. Oh, wenn meine Theorie stimmt, dass er diesen Drachen sowieso im Himmel holen, also abschießen muss, auf die Köpfe schießen muss, wäre natürlich hier eine gute Gelegenheit, um hochzuspringen. Hm. Ja, trotzdem. Bis jetzt auch nicht. Ah. Die Glyph ist einfach zu groß, Freunde. Oh, hat ihn schon platt gemacht. Sehr schön. Was würde ich jetzt geben für Rivalis Fähigkeit? Wenn er da einfach schnell hochfliegen kann, eine bessere Gelegenheit habe, um es zu erforschen. Oh, danke schön, Himmel. Das ist ein Rivali, haben uns Sachen geschickt. Ein Schneewolf. Vielleicht. Okay. Dein Ernst?
So, weil das würde ich jetzt schon noch gerne in der Folge machen. Wenn der Vorteil ist, während das Ding runter segelt, kann ich ja trotzdem gucken, ob da irgendwas gerade in der Nähe wäre. Da vorne ist der Krockkumpel, da ist auch nicht. Das müsst ihr jetzt schon eigentlich sehen können. Vielleicht mal hinten, weil da war noch mal gar nicht dran. Hinten irgendwann eine Stelle, die verdächtig aussieht. Eigentlich nicht, hä? Oh, jetzt Eisfrüchte. Haben wir das Shika-Sensor, ob ich den irgendwie upgraden kann, damit ich irgendwie was sehe. Würde mich jetzt stark wundern. Der muss halt einfach irgendwie abgehen, und hoffen. Drüben sehe ich sowieso nichts. Auf der linken Seite waren wir schon, ne? Hier, na endlich mal. Mann! Hat das gedauert, hey. Okay, das müsste theoretisch die Erinnerung sein, wo Ganondorf zum Dämonenkönig wird. Also beziehungsweise direkt die, nachdem er Sonja getötet hat und ihre Mysterien an sich nahm. Theoretisch. Königin Sonja, sag doch etwas! Endlich. Endlich halte ich ihn in meiner Hand. Ich spüre seine Kraft in meinem Innern.
Sonja! Du kommst zu spät, Raoul. Eure Macht gehört nun mir. Ihr hattet kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tage an ist dieses Geschenk der Götter mein eigen. Und dein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinen Untergang, Raoul. Ganondorf! Eure Gemahlin braucht euch. Ja, leck mir am Tschöbel, hey. Das war mal eine intensive Szene. Ui, 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 ui. Die Geburt des Dämonenkönigs, ja, das wäre ein passender Folgentitel, tatsächlich. Gandalf stiehlt Sonjas Mysterienstein und verwandelt sich in den Dämonenkönig. Das seinen Körper in strömendem Miasma erschafft unzählige Monster, die sich kreischend auf der ganzen Welt verbreiten. Welt vor allem. An der Seite der mordenden Sonja macht Rauer gegenüber Ganondorf aus seiner Wut keinen Hehl. Dessen Übermacht zwingt ihn mit Zelda zum Rückzug. Ganz ehrlich, erstmal, ganz abgesehen davon, dass die Szene auch mit dem Blutmond richtig geil war, dass er den quasi erschaffen hat, dass man richtig gesehen hat, wie eben auch diese Partikel aus der Erde kamen, durch seine, oder quasi die Macht des Blutmondes, wie wir sie auch aus Breath of the Wild und hier aus Tears of the Kingdom kennen. Aber ganz abgesehen davon, in seiner Dämonenkönig-Form, sorry, du kannst wirklich fast mit dem mit dem Todbringer verwechseln. Und vor allem ein einziger Mysterienstein macht ihn so verdammt mächtig. Ich meine, sorry, wir haben schon ein paar Mal Ganondorf, Ganon bekämpft in der Zelda-Timeline. Sowohl wenn er ein Triforce-Fragment hat oder wenn er alle drei hat, wie in A Link to the Past. Der war niemals so mächtig wie hier. Niemals! Selbst in Twilight Prince, wo ich dachte, ja, da hat er ein bisschen, ja, da ist nicht schlecht und so. Aber das hier, ich meine, kann es sein, dass das der mächtigste Ganondorf aller Zeiten ist? Dass er nicht der Selvin aus Ocarina of Time ist oder aus Four Swords Adventures, das wissen wir ja. Dann können wir eigentlich mutmaßen. Die Frage ist halt, war er wirklich rein von der Timeline her der erste Ganondorf? Somit die erste Reinkarnation des Todbringers und damit auch meine Theorie, dass er mit jeder Reinkarnation quasi schwächer wird. Also dass dieser hier stärker als der aus Ocarina of Time ist, welcher wiederum auch stärker als der aus Four Swords Adventure ist. Aber es macht halt keinen Sinn insofern, weil dieser Ganondorf hier war jetzt bis zu Tears of the Kingdom, war der ja unter Schloss Hyrule versiegelt. Gut, er war Mumien-ähnlich, vielleicht war er halbtot oder so, aber eigentlich hätte es keinen weiteren Ganondorf geben dürfen seitdem. Es sei denn, mit der Timeline und so, eine ganz andere Geschichte. Dass vielleicht Breath of the Wild und Tears of the Kingdom doch irgendwie nach den anderen zeitlichen Spielen alles irgendwie neu gemixt wurde, zurückgesetzt wurde. Aber trotzdem mit Skyward Sword noch in der Hinterhand, also doch, dass der Ursprung bleibt und der Rest halt nicht mehr, oder vielleicht das auch nicht mehr. Trotzdem bleiben andere Aspekte wie die Göttin Hylia, das Masterschwert etc. etc. Kein Plan. Ich glaube, dafür müssen wir noch ein bisschen mehr von diesen ganzen Erinnerungen gesammelt haben, die ganze Hauptstory natürlich durchmachen und so weiter und so fort. Ist schon heftig, wa? Aber wir haben schon viel gesehen. Ein paar fehlen noch. Wir wissen ja vom Zeitreisenden Schwert. Ich glaube,
Halt die Frage, gibt es noch 4, 5 Glyphen insgesamt? Weil das werden halt Erinnerungen sein, die irgendwie halt erst am Schluss des Spiels kommen. Quasi vielleicht auch irgendwie die Abschlusskämpfe und so. Gegen Ganondorf. Hui, hui, hui. Jo. Wie dem auch sei, an der Stelle. Markierung löschen. Ja, das ist ein Schrein. Vor allem an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part gehen wir erstmal zu dem Schrein hier. Ich werde den mal noch eben schnell machen. Dann haben wir auch wieder 4 Segenslichter. Noch ein bisschen was damit machen können. Vielleicht gehe ich offscreen mal zurück hier zum vergessenen Tempel, um nochmal zu gucken, wo die anderen Dinger sind. Ich weiß, dass hier noch eine Geoglyphe ist. Aber wo noch mehr sind. Ah, stimmt, hier ist noch ein zweiter. Ja, aber 2 weiteres müssen noch viel mehr sein. Ja, müssen wir gucken. Ansonsten würde ich sagen, nach dem Schrein gehen wir nach Taburasa. Endlich, weil ich schon lange gesagt habe. Und nach Taburasa zu den Stellen. Und hier müssen wir natürlich auch noch hin, wegen der Quelle der großen Fee. Will ich vielleicht aber erst später machen, weil ich mir denke, vielleicht doch erst einmal diese große, also quasi große Feen eins am anderen machen. Und für die hier musste ich ja irgendwo hier unten zum Stall gehen, nach so einen Typen aufsammeln. Eigentlich hier die Quelle der großen Fee, also müsste der Stall hier eigentlich hier in der Nähe sein. Aber egal. Das sehen wir uns an in den nächsten Folgen zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oder wo ja Tears of the Dragon war. Ja, Mann. Bis dahin, tschüss.